Mit einem Festakt in der Münchner Residenz wurde die Überführung des Wertebündnis Bayern in eine Stiftung gefeiert. Das bundesweit einmalige Wertebündnis wurde von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer ins Leben gerufen. Das war im März 2010. Ja, und seitdem hat es sich zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Mehr als 130 Verbände, Vereine, Stiftungen und Organisationen sind an diesem Wertebündnis beteiligt. Ziel ist es, Kindern Grundwerte wie Toleranz und Respekt im Alltag näher zu bringen und diese zu stärken. Es war eine Premiere am Montagabend in der Allerheiligen Hofkirche der Münchner Residenz. Der Kinderchor der Bayerischen Philharmonie sang zusammen mit Peter Maffay seinen Hit »Ich wollte nie erwachsen sein«. Der Anlass? Seit März 2010 gibt es das Wertebündnis Bayern, das ein Zusammenschluss von mehr als 130 Organisationen, Vereinen, Verbänden und Stiftungen ist. Jetzt wurde das lose Bündnis in eine Stiftung, deren Träger der Freistaat ist, umgewandelt. Ministerpräsident Horst Seehofer hat das Bündnis damals ins Leben gerufen. Ich glaube, zu einer blühenden Gesellschaft und zu einem glücklichen Leben gehört die Orientierung an Werten. Menschen brauchen für ihr Zusammenleben Werte, ob es jetzt der Respekt ist voreinander, ob es die Toleranz ist. Und wir erleben ja gerade in der Gegenwart, dass es Menschen aus anderen Kulturen gibt, die Dinge, die für uns selbstverständlich sind, zum Beispiel die Gleichberechtigung von Mann und Frau, so nicht akzeptieren wollen. Und deshalb müssen wir jeden Tag für die Einhaltung dieser Werte eintreten. Wir müssen sie leben. Durch verschiedene Projekte, zum Beispiel in Schulen oder Universitäten, werden Kindern und Jugendlichen die Werte unserer Gesellschaft vermittelt. In den Projekten geht es zum Beispiel um Ernährung, das Arbeitsleben oder die bayerische Mundart. Die Vorteile einer Stiftungsgründung liegen für den Vorsitzenden Max Schmidt auf der Hand. Das Signal, eine Stiftung zu verwenden, um dieses Wertebündnis weiter am Leben zu erhalten, ist wichtig für mich. Es zeigt nämlich, dass es auf der Basis der Mitarbeit dieser 131 Organisationen lebt und weiter besteht und nicht als Bestandteil der Regierung, nicht als Bestandteil eines Ministeriums, sondern es ist eigenständig, es kann selbstständig agieren, aber es ist dem Staat so wichtig, dass er dafür etwas Geld gibt. Rund 2,5 Millionen Euro beträgt das Kapital der neuen Stiftung. Unter den über 130 Partnern ist auch die Stiftung des Rocksängers Peter Maffay. Er setzt sich damit für traumatisierte Kinder ein. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, hat das gleiche Recht, egal wo er auf die Welt kommt und egal wie. Wir haben ein Leben, jeder. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach so, dass die Schöpfung uns aufgibt, das Recht des anderen zu respektieren, sein Leben in Würde zu gestalten und zu leben. Und das bedeutet, dass wir nie vergessen sollten, dass wir das Glück haben, in einem Teil der Welt geboren zu sein oder leben zu dürfen, in dem im Grunde genommen sehr viel da ist. Die meisten Menschen auf der Welt haben das nicht. Und deswegen dürfen wir uns nicht überhöhen. Gegenseitiger Respekt, Toleranz und Meinungsfreiheit. Das sind Werte, die bei uns in Bayern selbstverständlich sein sollten. Die Stiftung Wertebündnis Bayern setzt sich dafür ein, dass sie das auch tatsächlich sind.